Und somit Christi zurück zu No Man's Sky. Entschuldigung für den Hardcut in der letzten Aufnahme, aber das kann jetzt in der nächsten Zeit öfters passieren. Warum? Keine Ahnung, aber momentan, ich nehme momentan No Man's Sky wirklich im allerletzten Abdruck auf, sagen wir es jetzt einmal so. Gell? Gut, wir machen heute weiter mit Artemis der Entdecker. Und zwar, wir müssen den Übersetzer kalibrieren. Jetzt muss ich schauen. Warte mal kurz, wie funktioniert das jetzt? Wie funktioniert das jetzt? Das ist jetzt die dümmste Frage aller Fragen. Fragen. Da nicht. Was ist da? Da. Keine Ahnung. Da. Stelle Artemis Übersetzer her. 0 von 1 im Inventar herstellen. Alle Produkte. Ja, was brauche ich für den Übersetzer? Warte mal kurz, das steht da wieder nirgends. Du kannst Wörter lernen, indem du... Er möchte, dass ich diese Karte zu einer Raumstation bringe und eine Route für ein Treffen berechne. Hä? Ich verstehe absolut nichts. Ich steige mal aus. Ach so. Artemis Übersetzer, da ist er. Den haben wir. Kupfer brauchen wir. Boah, und das ist nicht einmal wenig. Haben wir überhaupt ein Kupfer? Normalerweise haben wir Kupfer dabei, also 7. Ja, mein Schatz, ich weiß. Wo haben wir Kupfer? Ich warte schon auf so viele Planeten, in so vielen Systemen. Na, den ganzen Quagel da nachmachen und eingeben und ja, schon wissen. Vergrabenes Technologiemodul, ich brauche Kupfer. Gott verdammt nochmal, gibt's denn da nirgendwo Kupfer? Warte mal, wir werden das jetzt anders probieren. Wir werden das jetzt da auf die altmodische probieren. BZW auf die altbackene. Wo können wir denn da? Mordid, wir haben wieder irgendein Tier erwischt, dreckiges Fleisch, fleischige Stücke, rohes Steak, na bitte, jetzt haben wir es benannt. Mordid, was haben wir noch? Ferritstaub, ich suche Kupfer. Vielleicht finden wir da aber auf dem Planeten nichts. Kohlenstoff, da haben wir, was der wie viel? Da haben wir so viel, dass wir es verkaufen können. Ich glaube, da werden wir aber kupfertechnisch nicht fündig. Kohlenstoff. Am geschicktesten wird sein, wir landen da einmal und dann schauen wir uns in der Umgebung um. Ansonsten machen wir eine schnelle Reise, wo ich euch dann wieder dazu hole, zurück in die Basis, weil da haben wir nämlich Kupfer zum Schweinefüttern. Wird gesagt, getan. Wir sollten wieder mal nach Hause und den ganzen Mist einmal ausrahmen. Haben wir nichts dabei.
kurzen Augenblick. Siehst du, wäre mir nichts dabei, ne? Verkaufen, das wird mir auch einiges. Ja, nein, lass mal das Thema. Ein Chaos benannt. Ja, was da, das ist halt, wenn du so ein riesiges Spiel hast, wie das No Man's Sky, das hört ja auf auch nicht. Ich meine, sie haben zwar 30 Stunden Story drinnen, aber was da, wenn ich dann merke, es wird zu repetitiv, gell, dann wird's auch langweilig. Darum habe ich eigentlich so viel gemacht in der Zwischenzeit, dass wir uns dann mehr auf alles andere konzentrieren können, weißt? Ich glaube, irgendwas ist da. Aber was? Ja, das Trönchen. Au! Und es soll ja auch lebendige Schiffe oder so irgendwas geben. Lebende Schiffe oder wie das heißt. Müssen wir uns auch mal anschauen, ob wir so irgendwas finden. Der Inhalt von dem Spiel ist ein Wahnsinn, wirklich. Also das hat sich in den letzten Jahren wirklich weitergemausert. Was, das ist halt immer nur das Problem bei mir. Erst, es ist mein Content auf dem Kanal ist relativ repetitiv. Also es ist nicht viel was Neues dabei. Ich probiere viel, dann mache ich wieder Spiele, die ich zwar schon habe, irgendwo einmal, aber nie fertig gespielt habe. Ist ja das auch so ein Spiel, das habe ich nie fertig gespielt. Man, kann man No Man's Sky überhaupt fertig spielen? Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir das einmal installiert. Lerne Worte uralten Ruinen, installiere einen automatischen Übersetzer in einen Exo-Anzug. Worte lernen. Ja, sehr schön. Scanne, um einen Außenposten zu lokalisieren. Kalibrieren des Übersetzers. Bewohnter Außenposten entdeckt. Wo? Da. Da müssen wir her. Ja, ich weiß, Spiel. Ich weiß nicht, ich hab das Problem mit dem Landen, mit der Landung vom Schiff. Das habe ich schon etlichen, seit etlichen, ja genau. Ah, ist das nicht herrlich? So, jetzt schauen wir mal da einer. Ich weiß nicht, was uns nun gebührt. Zerstörer von Bidella. Hey, komm, leck mich am Buckel. Mit dir soll ich reden. Bin mal gespannt auf die Unterhaltung. Was ist denn da? Ist wahrscheinlich der Ausgang. Da haben wir wieder einen Techniker oder so irgendwas. Technologiekaufmann. Aha, ja. Komponenten kaufen. Schauen wir mal, was wir haben. Da braucht man nichts. Was? Wir schauen einfach weiter. Wir reden jetzt mal mit ihm da. Wächterjäger. Aha. Ja, ist ja schön. Um Hilfe mit dem Viking-Dialekt bitten. Ich trage meine Bitte nervös vor, doch eine derart einschüchternde Lebensform nimmt Wächterjäger eine sanfte Pose ein.
Der Alien bringt mir ein Wort in seiner Sprache bei und verbeugt sich respektvoll. Als ich mich umdrehe, um zu gehen, gibt mir der Wächterjäger zu verstehen, dass ich stehen bleiben soll. Anscheinend weiß der Alien mein Interesse für seine Geschichte zu schätzen und wirft mir eine Karte mit der Route zu einem uralten Relikt zu. Planetenkarte. Na super, verwende die Planetenkarte, um ein altes Relikt zu finden. Da ist sie. Außerirdisches Artefakt entdeckt. Ich traue mir eigentlich schon gar nichts mehr einstecken, weil ich genau weiß, dass ich voll bin. Die Wasserstoffgelee können wir immer brauchen eigentlich. Was mir jetzt aber interessieren würde, warte mal, mir würde jetzt was interessieren. Bist du deppert? Wir sind bis oben hin voll. Ja. Weißt was? Wir haben zu Hause so ein Handelsterminal. Da werden wir ein bisschen was verkaufen, weil sonst kenne ich mich nicht mehr aus. Da muss ich hin. Uralte Tafel. Bitte was? 10 Minuten? Und vor allem würde es mich interessieren, wie viel Schrott das wir haben. Die Weltraumanomalie, nahe der Neuigkeiten zu Artemis überbringen. Ja, ich würde zuerst die Tafel machen. Planet Eswicken. Eintritt in Atmosphäre. Na super, wo landen wir denn da? Das war nicht dein Ernst Spiel, oder? Erinnerungen von Zeussi Sosiu. Naja. Die Zeichen einer uralten Zivilisation wurden einst von dieser seltsamen Markierung absorbiert. Irgendwie präsentiert sich die Geschichte der Waikin in der Sprache meines eigenen Volkes. Die edlen Reisenden werden verschont, ihre Reise durch den Kosmos soll nicht behindert werden. So wurde es verfügt. Das ist Hirks Wille. Die ehrenvollen Wyken sollen dem Urteil und dem Glauben der Ältesten vertrauen, um Hilfe bei der Sprache bitten. Mein Wissen über die Waikin wächst. Ansehen verbessert. Waikin. Ja, bist du deppert, wir sind jetzt personifizierte, verbesserte Ansehen. Wahnsinn. Ja, und wie geht es jetzt da mit der Story weiter in Richtung Artemis? Aha. Nada, Neuigkeiten. Okay, dann muss ich jetzt mit Erna reden. Wir könnten aber da auch weitermachen. Also was, wir reden mal mit den zwei. Genau, das werden wir machen. Warte mal. Geht das? Da geht das nicht. Na, das muss ich Fahrzeuge rufen. Ist die... Na, das geht nur im Weltall. Oder im All. Ja, dann machen wir das.
bin ja noch gespannt, was Hello Games noch bringen wird für das Spiel. BZW, wie lang sie noch an den Spiel werkeln werden. Aber man merkt halt einfach, man hat halt einfach gemerkt, denen liegt was an dem Spiel. So. Ja, aber warum muss immer alles zuerst warum muss alles immer zuerst scheiße sein, so dass du überall nur aufregst, immer der gleiche Mist und dann irgendwann einmal kommen sie auf die glorreiche Idee, ja, wir da jetzt einfach einmal das, was eigentlich schon von Anfang an hätte drin sein sollen und ja. Wieso hat es da jetzt hergereicht? Spiel? Wollen Sie mich verarschen, ha? Aber ich Spiel will mich ein bisschen verarschen. Ich hab nicht einmal... Warte mal. Achso, Trottel. Siehst du, die werden wir auch wieder mal bergen müssen. Diese Daten da. Du bist du, aber nicht der, wo ich hin will. Ah, sorry, bin halt ein bisschen... Sag mal, was sind denn die zwei? Oh Gott, das kann ich mit alle... Reden wir mal mit ihm. Priester-Entität Nada. Nada hat ein Signal gesehen, reisender Freund. Hast du dich mit der Artemis-Entität verbunden? Ja. Artemis-Freund möchte andere Reisende treffen, aber Artemis-Freund scheint Nada vergessen zu haben. Merkwürdig. Es ist gut, dieser Entität zu helfen, reisender Freund. Nada rät doch zur Vorsicht. Fragen, wer Artemis ist. Artemis-Entität ist eine reisende Entität, so wie du. Nada hat sie in Sicherheit gebracht. Nada wusste von ihr. Diese Entität könnte Artemis-Entität sein, aber eine andere Iteration. Eine andere Art für Artemis-Entität zu leben. Oder ein Betrüger. Das Universum mag unser kleines Zuhause nicht. Wir folgen nicht den Regeln und könnten dafür bestraft werden. Aha. Hilf Artemis weiterhin. Polo hat Koordinaten für schwarze Löcher und Atlasstationen. Die reisenden Helios und Ares bieten Nanit an. Polo, du alte Warzen. Nada-Freund geleitet verlorene Anomalien zu unserem Zuhause. Bringt sie in Sicherheit vor dem blutroten Jäger. Nada ist wahrscheinlich ein guter Freund. Nach Artemis fragen. Vielleicht hat uns Artemis-Freund vergessen. Das wäre traurig, oder? Ich denke, dass Artemis-Freund irgendwo hingereist ist, wenn er uns noch nicht getroffen hat. Hörst du da? Melknarisch! Wir werden Artemis-Freund irgendwann wiedersehen, keine Sorge. Es gibt eine Zeit, in der wir alle Freunde sind. Mann. Nach Atlas Stationskoordinaten fragen. Polo nickt ernst. Er sendet Koordinationsdaten einer Atlas-Station an meinen Raumschiffcomputer. Gut, fragen wir gleich nach einem schwarzen Loch auch. Au. Nach Koordinaten eines schwarzen Lochs fragen. Polo lächelt und sendet die Position eines schwarzen Lochs an den Navigationsrechner meines Raumschiffs. Danke! Aha, interessant. Und wer bist du? Iteration Ariadne. Na gut. Junge, du schaust sehr interessant aus. Darum will ich jetzt auch nicht mit dir reden. Da ist mein Schiff. Oder unser Schiffer. Naja, geile Kultur. So. Jetzt schauen wir mal in den komischen... Oh Gott. Der Weg des Atlas.
Nada und Polo haben mir versprochen, mir bei der Erkundung der Galaxie zu helfen. Sie haben auf meiner Karte ein schwarzes Loch markiert und scheinen erfreut zu sein, dass ich es besuche, um herauszufinden, wohin es mich bringt. Wisst ihr, was es lustiger ist? Ich bin ja eine neugierige Nase. Hä? Wo? Hä? Da sind ja grad. Wo sind jetzt die ganzen Frachter? Bitte, die haben wir da gerade alle aufgleicht. Spiel. Ja, da sind's. Ja, aber ich kann mir den Frachter ja nicht leisten. Hm. Aha. Was wird das jetzt sonst fertiges, Alter? Beherrsch, ne? Das Viking-Oberkommando verlangt, dass wir alle den Eindringling unterstützen. Mein Schiff gehört dir, solltest du es in deiner Flotte wollen. Inspizieren. Gra, 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 Crew an eure Positionen. Was? Jo! Du geile Sau, du. Wir müssen sowieso Fregattenpflege jetzt auch bald einmal machen. Wahnsinn! Die nächste Partie gehört uns. Voll geil. Das finde ich voll geil. Allerdings, jetzt will ich was anderes machen. Wo ist die Galaxiekarte? Schau. Galaxiekarte. Pulsarstation Koordinaten empfangen. Ja, schön für dich, Spiel. Außerhalb der Sprungreichweite. Außerhalb der Sprungreichweite. Was brauche ich da? Y mehr. Das heißt, wir müssen mindestens 3-mal springen. Und wo ist das schwarze Loch, verdammt nochmal? Was ist denn da überhaupt? Na. Korvax. Das wird das schwarze Loch sein? Anscheinend, gell? Warte mal ganz kurz. Ja, das ist das. Okay, dann springen wir dort einmal hin. Wo war denn das jetzt da? B-freies Umsehen. Was? Jetzt habe ich schon geglaubt, ich bin wenig. Jetzt habe ich schon geglaubt, jetzt habe ich schon wirklich geglaubt, ich bin viel gesprungen. Aber das ist ja. Scheiße, was ich gesprungen bin. Japkirk, da ist es.